Einen wunderschönen guten Morgen zu Persönlichkeitsentwicklung auf Borisch. Heute mit der Überschrift Dankbarkeit oder auch nicht. Der Wolfgang Ambros singt in einem Lied: Nicht alles, was einen Wert hat, muss auch einen Preis haben. Geht es dir auch ab und zu so, dass du denkst, Himmel, Herrschaftszeiten, das haut einfach nicht hin. Das hätte ich aber ums Verrecken gern. Das kann sein, dass der Minimensch wieder mal schlechtere Noten heimgebracht hat, als wir er hätte sollen. Dass der Mo seit einem Jahr ein Kastel richten sollte, was er aber noch nicht gekriegt hat. Dass die Frau einfach kein Lob oder Aufmerksamkeit mehr so richtig rüberbringt. Dass du Mitarbeiter hast, die wo nur so weit gehen, wie sie geschoben werden. Dass du deinen besten Kunden verloren hast oder den neuen nicht gekriegt hast oder. Kann man denn bessere Ergebnisse in diesen Themen mit Geld kaufen? Also nicht, oder? Aber wie komme ich denn dann zu den Ergebnissen hin, die wo ich haben will? Gehen wir da dazu einmal einen Schritt zurück. Was machen wir denn in dem Moment, wo wir auf das hinschauen, was wir nicht haben? Wir schauen auf eine weiße Wand und da ist ein kleiner schwarzer Fleck. Und das kennen wir vom Handy, das zoomen wir so richtig her, den schauen wir uns so richtig ausgiebig an. Wir konzentrieren uns also auf das, was nicht ist oder das, was wir nicht haben. Alles, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, wächst. Das kannst du jetzt glauben oder auch nicht, das ist trotzdem so. Also das heißt, wenn ich mich auf Dinge ausrichte, die ich nicht habe, dann werden auch die Hürden wachsen, dass ich das dauerhaft nicht haben werde. Oder was glaubst du, warum sich Spitzensportler nicht auf das mögliche Scheitern konzentrieren, sondern ausschließlich auf das, wie sie ihre Leistung komplett abrufen? Also was tun, sprach's alles. Und das Ganze ist so einfach, dass viele meinen, das kann es ja jetzt nicht sein, weil das war ja zu einfach. Richte deine ganze Aufmerksamkeit auf das, was du schon hast. Indem du das tust, kommt nämlich das Gefühl rauf, genau das, was du brauchst, um zu den Ergebnissen zu kommen, die du haben willst. Dankbarkeit. Du fühlst dich dankbar für das, dass du ein gesundes Kind hast. Scheißegal, wie die Noten gerade sind. Du fühlst dich dankbar für das, dass du einen Partner an der Seite hast, wo du weißt, dass du ihm vertrauen kannst. Du fühlst dich dankbar für Mitarbeiter, die gern eine Leistung bringen und loyal deinem Unternehmen gegenüber sind. Und du fühlst dich vielleicht auch dankbar, dass du sagst, der Großteil meiner Kunden sind ja alles liebe Leute und arbeiten schon lange mit mir zusammen. Und. Genau in dem Moment schließt du die Abwärtsspirale ab und gibst ihr einen Aufwärtswind. Dankbarkeit ist für jegliche Art von Erfolg der beste Nährboden. Und jetzt kommt das Allerbeste. Sie kostet nichts. Und du kannst das von immer und überall anwenden. Nicht alles, was einen Wert hat, muss auch einen Preis haben. Deswegen meine Empfehlung heute für dich: Schnapp dir heute auf die Nacht einen Zettel und einen Stift. Setz dich hier und schreib da auf, für was du in dem Moment heute dankbar bist, weil du das schon hast. Und das Gefühl dabei und auch die Menge, die du da aufschreiben kannst, wird dich überraschen. Und noch viel mehr überraschen wird dich das, was deswegen in den nächsten Tagen passieren darf. Wer will, der kann. Viel Spaß dabei. Danke.